Guten Morgen, Tien alle. Und heute sind alle herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Und wer die Bibel mit hat, merkt ihr auch in Matthäus 5. Wir sind dann haben wir auf Beupredigt. Und der soll das erste Part davon. Und wir würden auch mal sagen, der erste Seiligpreisung, was Jesus durch priesen hat. In Matthäus 4, Vers 8. Der ganze Aufschnitt, was wir immer kicken, das ist von Vers 1 bis 12. Aber von der an wollen wir uns den 8. Vers deutlich besäuen. Und ich sage Matthäus 4, Vers 8, sagt es, dit seilig sind die, dem Hort rein, da in reines Hort haben, wils sie sollen Gott sein. Seilig sind die, da in reines Hort haben. Und wat dat ansat, wanneer we zo'n Vers dit lesen. Seilig sind die, wat in reines Hort haben. Weil wir uns einmal so, uns Hort ist ganz perfekt rein. Und wenn es dann nicht ist, sind wir dann nicht seilig, sind wir dann nicht gerat. Ich dachte, ich hatte Fäse noch, die flehen oder die Kind, aber wir ein bisschen Geduld haben mit dem. Anyway, wenn es sagt, seilig sind die, die in reines Hort haben. Und was würde das für uns meinen, dass wir in reines Hort haben? Wegen wir in Offenbarung, 21, Vers 27, du wirst nicht gemeint, oder reines Nerngehen. Von was redet ich hier? Wo Nerngehen? Der redet hier von Himmel. Du hast nicht reines, was du kannst gehen. Das muss perfekt sein. Und auch keiner, der schonhafte Dinge anrecht in Lehen hat, aber bloß die in das Lamm sein Lebensbuch geschrieben stehen. So, ich habe Jesaja über gegrabbelt. Ich habe Jesaja über Prof zu studieren. Und wenn es von dit ist so ein Part, wenn ein Mensch dit soll mit seinem eigenen Verstand begreifen, wo ist das was möglich? Wenn wir uns sehen und wir wollten dort, Gott hat uns gereinigt, aber wir haben noch viel zu wissen. Uns hat es haben wir nicht so rein wie wir in gleichen. Und wenn Gott Groß kriegt in diesem Moment kommt und holt uns hier wach, sei wir rein nicht. Und wenn ich mir das dort besäue, dann würde ich sagen, ich will sie noch nicht rein nicht. Mir ist das noch nicht gut. Ich meine, das kann nicht rein sein für den Himmel, wenn sie sagt, du wirst nicht gemeint angehen. Und wenn wir das menschlich besäuen, dann kommen wir hier bis direkt an ihn. Was kann ich abweisen? Das Beste, was ich nur noch abzuweisen habe, ist Jesaja 45 sagt, das sind so Schmutzkadern für Gott seine Augen. Wo kann ich das dann nicht bis nehmen? Wenn wir uns noch so reinfallen. Das, was wir uns wollen von der unser Segen, unser Sohn. Was muss wir hier zu so einem Farges das sein? Wenn sie weiter in den Himmel geht, nicht was rein nennen. Das muss perfekt sein. Und wir sind aber noch nicht perfekt. So, zum dort deutlich besäuen, würde ich umfragen, weil wir uns Hoffnung nehmen, weil wir mit dem Gebet anfangen, dass Gott uns hier noch Anleitung geben. Lieber gerechter Führer, wir kommen für dich und wir danken dir für deine große Genot. Und wir können immer klarer sein, dass das bloß Genot ist, was uns verraten hat. Wir können uns durch und segnen, und dann fangen wir doch nicht genug, dass wir können durch dort, was wir zu beiden haben, gerat sein. Und Herr, dir gefällt es das, dass es deine Gerechtigkeit ist, was du uns zusprechen hast. Aber Herr, muss uns das deutlich gehen. Dass wenn wir auch weiten, dass es deine Gerechtigkeit allein ist, dass wir nicht dadurch entdautig werden, und glücklich. Und dass wir da nicht üben, in reine Worte haben, dass wir da nicht üben, uns zu reinigen.
Aber Herr, die best dort, die wird uns rennen dat. Die best dort, die wird dort sieht, wo es wirklich mit uns steht. Und die best da, wer dort sieht, wann uns einkämpft. Und wann die uns dort bestimmt hast, uns ganz perfekt durchzustellen. Herr, du wegen verlut wir uns auf die. Aber Herr, möchtest du uns das geben, dass wir nu in dieser Zeit, all uns mit alles, was wir haben, üben, und schaffen, und reinen Hort zu haben, dass wir wollen herrlich und fromm für die leben. Und Herr, die allein, deine Kraft, kann auch möglich machen, dass wir können für die so leben, dass dir das gefällt. Und du wegen verlut wir uns auf die, und möchtest dir das geben durch Gnade. In Jesus' Namen. Amen. Wenn wir wollten, dass der natürliche Mensch, und wenn er sich auch noch religiös steht, der ist bei seinem Hort. Der religiöse Menschen, die machen vielleicht viele Gesetze ableiten, über was sie essen und trinken sollen, wenn sie glauben, dadurch werden sie sich reinhalten. Und das, was die Pharisäer trouble wird. Und dat ist der Pharisäer durch so, Jesus kam und sagte, ihr warum eten die nicht Jünger, wenn sie sich nicht mal hingewaschen haben. So, Reinlichkeit, rein sein, das kommt so sehr bloß von Büten. Und Jesus sagt, noch in einer anderen Stelle, sagt er, Pharisäer, je Heuchler, je holen die Gefäße von Büten rein, aber von Bern ist das Fall die Stuhl und Fall allerhand rein. Das ist der Gefahr. Wenn wir wollen in rein Hort haben, Büten haben. Wenn wir wollen ein reines Hort haben, wenn wir wollen bis uns zu tun, wir haben ein reines Hort. Und wir proben von Bieten, uns dort so Hand zu malen, dort das soll ganz Schmack luten mit uns. Und wir können von Bern Heuchler sein, in Lehner, in allerhand reines. Und wir kicken in Matthäus 15, wo Jesus die Pharisäer so durchstellt. Der stellt das so durch, was ein Mensch rein mehr und das. Er sagt, wings die Pharisäer, die wird das, ich will sagen, wird eine Büten haben zu tun. Weil sie von Büten haben, was sie im Körper nehmen, was sie eten deuten, und wo das muss alle gereinigt, und wo sie sich müssen dahin waschen, und all das, wir müssen eine Büten haben. Und dann sagt Jesus, das wollt ihr nicht, dass alles, was durch den Mensch sein Mühl nennt, geht, und in dem Mehl nennt, und von dort war rüht. Aber was in Mühl rüht, kommt in den Horten, und dort verreinigt den Mensch. Das, was hier jetzt gesagt hat, weißt ihr dort nicht, dass dort, was in Mühl nennt, geht? Lass mich doch mal ein paar Vers wieder trägen. Wenn Sie sehen, in der Vers sagt es, das weißt ihr nicht, dass alles, was durch den Mensch sein Mühl nennt, geht in den Mehl nennt, und dort nennt und von dort war rüht. Aber was in den Mühl rüht kommt von den Horten, und dort verreinigt den Mensch. Weil sie den Horten kommen bei sich Gedanken, Mord, Ehebrauch, Hierarchie, Stehlen, falsche Zeichnissen in Gottes lasterliche Reden. Das ist, was den Mensch merkt. Aber mit angewaschenen Hängen eten, dort verreinigt der Mensch am nicht. Also das, was wir uns von der Augenblick besäuen. Das, was wir uns wollen besäuen. Wenn wir uns verstehen durchzustellen, das ist ein Hechler, es sei gut endet. Wenn wir uns verstehen durchzustellen, dass die Menschen sollen hochdenken von uns. Wir haben so eine bitterliche, so eine ferne Ordnung. Und wir würden uns für die Menschen noch gewisse Dreh holen. Oh, so dauert nicht. Meint dort, den Hort ist rein. Als den Hort rein, meint dort, das kommt von den Hort, wenn es die dort nicht ist. Jesus sagt, nee. Wenn das so weit ist, wie die Reinlichkeit riecht, ist von Büten, dann macht wir früher und wo ist das der Bern aber noch. Und wer ist dort, wer das morgen das? Wer ist dort, wer das morgen das? Das ist mein Zustand.
ich sehe von Bern nicht so, dass ich mich von Büten man nicht mal anstellen darf. Ich sehe actually einen Heuchler. Ich habe mich für die Menschen von dit drei holen, von jan drei holen, aber was ist das bloß? Und ich fühle mich so, ich habe ein bisschen gehechelt. Wem geht das dort? Weißt du auch, wem das dort geht? Die Menschen, die wem Gott an der Arbeit ist, hat, die mag das, dass ich ein Hechler sehe. Der mag das von sich selbst. Das was ich probiert, das was ich hier geprobt zu machen für die Menschen, das ist eine lauter Hechlerie. Ich sehe von Bern gleich, das ist dort. Ich habe das wegen wohl tun, wenn die Menschen sollen hoch denken von mir. Und was sagt Jesus du wieder in Matthäus? In Matthäus 5, also Matthäus saß, Matthäus saß, in der ersten Vers, du fängt Jesus das dit an, er sagt da, seid ihn fair, dort gehen fromm seine, nicht nur ab für Menschen, oven, dort die Wahlen gesäunen seinen. Weils dann habt ihr von jen Führer im Himmel und mit keinen Lohn zu rechnen. Wenn die fromm bist, wenn die fromm das, und die weißt, dass du wings, die das, dass die was gut euch sein, manche Menschen, die sollen Wunder denken von dir. Dann sagt er, dann wollen ihr von Gott keinen Lohn kriegen. Wenn ich sage, der letzte Lohn, was die dann wollen kriegen, verdammt, das, dass die Menschen nicht loben. Das ist alles, was die wollen kriegen. Und das kriegt, was uns das wollen, und ein Heuchler, ein Mensch, der noch nicht in wahre geboren hat, der mag das gleich, dass er in so einem Zustand ist. Der rechtfertigt sich nicht mit dort. Der fühlt sich gut über die Dinge, was er selbst könnte tun. Der ist sehr zufrieden mit dort. Aber das ist, wo Gott im Hort an der Arbeit gewesen ist. Wo Gott den Menschen das ist offenbaren hat. Da fällt sich einmal so Psalm 24, sagt. Da fällt sich einmal so steht, er sagt, wer darf ab den Herrn sein Bein abstehen? Und wer darf in seine Heilige Stadt stohnen? Wer darf das überhaupt? Ich habe mal was von Heuchler gesehen. Ich habe mal wo ich noch so lange nicht reich von Gott sehe. Und ich habe allmählich den ganzen Zeit hier gehechelt, bis die Menschen sollen gut denken von mir. Wenn ich sage, hier in Psalm 24, Feuer, sagt er, wir Arschuldige hängen in ein reines Hort haben. Wer mit seiner Säule nicht an Aufgabe hängt und nicht voll schweren hat, der darf in den Herrn sein Bein abstehen. Der darf. Und ein Mensch, wer du überzeugt ist, wer du zu sein gekriegt nach welcher Salz ist, der backt dann schiet rein, der sagt, oi, dann sehe ich lang nicht da. Dann sehe ich lang nicht da, was du überhaupt nur kommen. Dort ist, wo die Büße anfängt, dort ist, wo ein Mensch, wo der da zu sein kriegt, kimmel, das was ich, oh my goodness. Und dann geht uns das David dort geht. Ich kriegt das auf einmal zu sein, wo das mal am stund. Und er sagt, wo er rein wird und was er getan hat. Und das in Psalm 32 sagt, Tag und Nacht trägt Gott seine schwere Hand ab an. Das hat er nicht mal vertragen. Er kann das nicht länger einhalten. Und dann bekannt er dort, wer er wird. Und dann sagt er, und dann vergisst die meine Sinn. Aber was der ein Mensch dann, wenn wir morgen Gott hat uns die Sinn vergift? Ist das dann vorig? Ist er wieder nie okay? Oder da wie es David, hier sage ich in Psalm 51, Vers Feuer. Wasch mich in Grund, dass ich nicht arg gehe, und renn mich von meinen Sinn. Das ist, was passiert, wenn ein Mensch sich ist arg gesehen hat. Wenn ein Mensch das ist zu sein gekriegt hat, dann kommen wir zu Gott, und da wollen wir Halb haben. Wir wollen so gieren haben, wir wollen ein reines Gott haben.
Aber in wahre geborener Mensch sieht dat hij niet in rein het hart hat. Und du bin kamp in Gott und fragt dat Gott an dat wat rennen, wegen hij weet dat hij kon dat niet zelfs. En hij sagt, hier waar we hier in Psalm 51 vers 9 gaan. Hij sagt, ren mij met Isop, dan wo ik ren zijn. Wasch mij, dan wo ik witter zijn als sneeuw. Wenn hij komt niet mal voor God en zegt, ik wil mij al rennen, ha met geduld met mij. Wenn zo weet dat kon hij niet mal. Wanneer hij zegt, ren mij met Isop. Isop, dat is een soort struk. Wat die würden plakken. En van deze dag heb ik schiet op dit jaar. Wat doen we wanneer de bus mal niet kunnen renten meer? Dan moet mal goed geschiet. Dan hebben we een schiet op dit. Dat is met zo van Isa gemerkt, of van Spoon, of irgendwas schwappet. En dan doen we, dan doen we met opdraai. Dan doen we op iedereen stop mal zo mooi, nu wat het hier loskomt. Want dat is wat David gezegd. Ren mij met Isop. Dan wil ik ren zijn. Wasch mij, dan wil ik witter zijn als sneeuw. Kan je hier dat David zich niet geproefd als te rennen? Kan we zeggen dat David zijn vertrouwen is dat God mij rennen deed. Ik kom niet in voor de renning. Ik kan dat niet zelfs doen. En hier in het 12e vers zegt, er schuf in mij een rein hart, o God, en gaf mij een nieuwen, volstonden Geist. Dit is dat, wo wir ein reines Hart haben. Wenn wir bei diesem Punkt gekommen sind, wenn wir das erst gesagt haben, ich habe nicht ein reines Hart. Aber ich weiß, wer mir das reinigen kann. Und dann kommen wir zu Gott, durch Jesus Christus, und da ist, dass wir uns reinigen. Wenn es in 1. Johannes 3, hij sagt es dit. Vers 2. Lieve vriend, we zijn nu al Gott seine Kinder. Wanneer sagt dit? We zijn nu al Gott seine Kinder. Wanneer we perfectly rein zijn en dan worden we nog meer Gott seine Kinder? Oder wanneer zijn we Gott seine Kinder? No, wanneer we Gott seine Kinder zijn, dan fängt diese Reinigung in uns an. Heb je mal even gedacht? Wanneer kan we Gott seine Kinder worden? We kunnen nicht im Himmel nennen, oh ja, wie perfekt sein. Aber wir sind auch Gott seine Kinder und dann fangen wir uns an zu rennen. Aber ich will mal checken, was Johannes gesagt hat. Liebe Freunde, wir sind nu all Gott seine Kinder. Wir sind nu all. Dort ist aber noch nicht verdammt gekommen, was wir nur her sein wollen. Kann wir hören? Dort ist noch nicht zu sein, wo blitzblank Gott uns Wort merkt. Dort ist noch nicht ganz, dort ist noch nicht fertig. Wir haben hier zu straucheln. Wir kämpfen hier. Wir haben hier mit dem Fleisch und Blut kämpfen. Wir haben hier manchmal noch andere Gedanken. Wir haben hier verschiedenste Dinge, wo uns noch immer wahre andere merken. Aber ich sage, wir sind nu all Gott seine Kinder. Dort wird Luther vandaag kommen, was Gott wird noch ganz merken von uns. Da wird Luther vandaag kommen. Er sagt, wir wollten aber. Wann hij kommen wird, dann wollen wir so sein, als hij ist, und wir wollen am Seinen, als hij ist. Dann wird das perfekt sein. Da wo wir so ein Hort haben, so ein reines Hort haben, als wir wirklich sollen haben. Da wo wir so ein Hort haben, als wir uns hier Fußwünschen, hier so wie Matthäus 4, Vers 8 haben. Wenn Jesus sagt, soll ich sein, der in reines Hort hat. Aber von was redet du? Von perfectly rein. Wenn Johannes hier sagt, wir sind nu auch Gott seine Kinder, über den, was wir gereinigt wurden. Wie lange kann diese Reinigung dir? Eine ganze Lebenszeit, wo man sagt. Eine ganze Lebenszeit. Wir wurden durch und durch gereinigt, je wieder in ein kommen, je wieder auf Gott uns gereinigt. Und wir wollen das Himmel nicht vergessen. Dat die gute Versprechung, wat wir haben, dat het Gott ist, wer das tut. Dat hij heeft het werk angefangen. En dan wordt hij dat ook fertig meer. En dat is wat we eine klare Versprechung haben. Deswegen können wir uns nicht anmutig merken, dat zijn, want als ik dat was, zou je nu reich aan kunnen doen. En dat we dadurch Mut verlieren, wenn wir worden dat niet reich nu gaan kunnen doen. Dat kan ik een jaar in garanteren.
dat wie lieber jedes Mal war, dass Gott kommt, das David das heißt, wie kommen nach Gott für diese Reinigung? Wir sagen, wo ist mir ein Grund? Gott, wo ist mir ein Grund? Von wo kommt das her? Dass wir nach Gott kommen, dass wir diesen Verlangen haben, wollen gewaschen sein. Denk wieder nach morgen, von wo kommt das her, dass wir dort Verlangen überhaupt haben? Du musst wirklich Gott verdanken, wenn es hat uns dort Verlangen gegeben. Wenn Gott wirkt in jenen Bäres, da wollen auch die Furcht mehr. So dass das heute das Verlangen in uns warten wird. Und even wir sind in dieser Zeit, wir straucheln hier so, wir würden so viel Helden wollen sein, und wir sind noch nicht. Wir kämpfen hier mit Sinn, und wir sind noch nicht so, wie wir würden sollen sein, wenn es kommt so kalt. Ich kann nicht die Antwort kriegen, woran das ist dort. Weil ich nu Gott beschuldigen, dass er noch nicht genug getan hat von uns? Nee, das will ich nicht. Weil ich uns die Schuld geben, dass wir für viel sind und wir nicht selbst nicht flieht auf werden, das würde ich auch haben. Aber even danach, als dort in Gott seine Macht. Dann fragen wir uns, warum geht das dann so lang? Warum komme ich noch mal so langsam wieder? Weil weißt du was, wenn die ihn so feuern, wo langsam die wiederkommen in Jesselien, Luft Gott dafür. Weißt du was, wenn die das so voll geht, als das nicht gut ist, die in Jesselien wiederkommen, dann ist dort ein Trost für ihn, dass Gott der hat einen höheren Wellen gegeben, als was wir überhaupt sind. Diesen Welt helden zu leben, hat Gott in ihn gesagt. Woher uns, wenn wir auf einmal selbst zufrieden werden? Woher uns, wenn wir auf einmal glauben, ich habe das Gebiet? Ich bin nicht zufrieden mit so reines ich habe das Gebiet. Dann sind wir da auf. Dann sind wir so die Kirche in Laodicea. Die sehen, wir sind recht, wir haben voll ab und mir fehlt das auch nicht. I'm okay. I already did that. No. Gott seine Kinder haben immer ein Verlangen, helder zu sein, reiner zu sein. Und Gott seine Kinder, die haben ein schnelles Hort gekriegt, dass wir Leute wollen sollen, wieder zu leben. Gott ist dort, wer diese Änderung hat gemerkt. Und der hat uns diesen Verlangen eingegeben. Ich will mir diesen Vers noch einmal lesen von 1. Johannes 3, Vers 2 und 3. Liebe Freunde, wir sind nu all Gott seine Kinder. Er sagt noch nicht, wir sind nu all perfekt. Er sagt, wir sind nu all Gott seine Kinder. Dort ist aber noch nicht für ein Tag gekommen, was wir nur her sein wollen. Kimmel, weil wir das an zur Seite nehmen. Das ist noch nicht ganz wirklich zu sein, wer je wirklich wollen sein in Christus. Weil sie leben hier noch auf der Welt. Die leben noch in einem fleischlichen Körper. Und ich glaube, das ist Charles Spurgeon, das noch einmal gesagt hat. Viele Menschen, die die wahre Geburt belebt haben, haben das einmal vergessen, dass wir noch in dem fleischlichen Körper leben. In wirklich wahre Geburt ein Mensch, der wird in sich mal so entweder über sich selbst. Wenn es dir nicht gut, dass der ein Sturm ist, Gott zu tun. Das ist nicht ein Sturm, das ist nicht gut, dass er nicht doller ein Sturm ist, den nächsten zu leben. Den ist dort nicht gut. Und der fragt, das kommt schier darauf an, dass ein wahrer geborener Mensch immer hastig sich fragt, sehe ich überhaupt wahre geboren? Nochmal so eine Frau Motto abkommen. Was sagt so eine Frau ist dort von einem wahrer geborenen Mensch? Das sagt du von, dieser ist Schneef. Das ist ein Schneef, das ist ein Nerv, das siegt du nur. Ein Mensch, der keinmal sich ungesegnet hat, und der kann hier durch das Leben gehen, so von er ganz perfekt ist. Das sage ich bloß einheitslein. Der hat noch nicht die Ursache gekriegt, wer Gott ist. Der hat noch nicht die Ursache gekriegt, wer er selbst ist. Johannes sagt, das ist noch nicht klar, was wir sein wollen. Wir können uns das selbst nicht mal überteilen, was wir sein wollen. Wir würden, ich weiß nicht mal, dass wir das würden verdrehen. Und Gott uns nie kriegt, gerührt so hastig, ab eine Sekunde, Leute, den verherrlichten Körper sein, was er uns geben wird. Das wird so herrlich sein, was wir nicht mal würden verdrehen in umzukicken. Wenn es irgendwas lehrt, aus dort, ist nicht würdig, nur an Gott zu kommen. Und das, was er dreht, von so rein muss das sein. Weißt du, was kann auch rein angehen?
Und dann hier in der dritten Vers sagt es dit. In jeder, der seine Hoffnung auf Christus sagt, wird sich reinigen. So als er auch rein ist. Und jeder einer, wird wirklich seine Hoffnung auf Christus hat. Nicht, was Christus bloß mit den Müll bekannt. No. Wenn das hier sagt, Hoffnung auf Christus sagt, das meint, ich hoffe nicht das, was es denn. Ich habe kein Vertrauen auf mich selbst. Das ist bloß da. Da, was Christus und Christus allein getan hat, das ist meine Hoffnung. Er sagt, der wird sich reinigen. Du hast nicht mal eine Frau aus der wird sich reinigen. Wenn's der kann nicht mehr leben, wenn's wir gehen trainen Psalm 32. Kann David du immer während mit leben. Gerade nun, was soll er probiert dort im Verstärkte holen, was soll er probiert in ihre Tag zu holen, er verkäumt du ihn, er kann nicht. So, du bleibst das nicht ewig, er deutet was. Er bekannt bei seinen Sinn, er lädt sich reinigen von dort, und danach, dass wir hier sein, wo er prachen, renne ich mich Gott. Renne ich mich Gott. Und das brennende Verlangen, rein zu sein, den kriegen wir, wenn Gott unser Hart nicht ändern wird. Und das ist, wo wir sollen nur beten, so David beten, das ist einfach im Gebet. Gott, renne ich mich. Und wenn wir das machen, wir haben nicht mal ein Verlangen, ich habe nicht mal eine Besorgnis gehabt, dass ich will rein sein, weil dann habe ich eine hohe Ursache, Gott zu beten. Gott gibt mir das Verlangen an, dass ich will ein reines Hart haben. Ich habe even, du bist gesündigt, dass ich nicht ein Verlangen habe, ein reines Hart zu haben. Und dann mache ich jemand antal. Manchmal Gott seine Gnade ist so groß, dass wir uns an der Gnade so waren, dass wir nicht mal besorgt sind, dass wir reinig sind. Wo wir durch dort die Erfahrung verlieren, wenn wir nicht besorgt über sind, no, wir wollen nicht die Erfahrung verlieren. Mensch, Gott wird nur sein, dass uns das Wort wichtig wird. Gott wird nur sein, dass wir das wollen in der Schrift begehen, dass wir, das ist korrekt die Ursache, warum das so wichtig ist, dass wir durch die Bibel predigen tun. Nicht grabbeln über, nu werde ich das Thema gleichen, nu werde ich das Thema gleichen, das interessiert mich. Du sind Occasions, yes, wo wir fühlen, du fehlt eine dringende Botschaft zu bringen von einem gewissen Thema, das geht. Aber wir machen auch dadurch, dass wir Bibelstunden haben. Wir tun nicht bloß auf eine Stelle mit studieren und dann Luther Darten bet, dann können wir uns alles uitpicken. Das ist uns das jankert. Aber wenn wir durchgehen, wir gehen die Bibel durch, dann wird Gott uns all seine Städten wiesen, ist das. Und dann wird er uns dort wiesen, wo wir glücklich über sind, und krieg so, wenn ein reines Hort sein, wenn Wallen rein sein. Mit wie in unserer Kirche soll sein, wir sind so ohne Genug gewandt, dass wir vielleicht ein bisschen von vergessen haben, dass wir das verlangen sollen haben, dass wir ein reines Hort wollen haben. Wer sind dort die Reine? Wer sind dort die? Die wollten reines Hort haben. Von wo kommt das her, dort die Reine sind? Offenbarung 7. Wo wir diese anteilbare Herd sein. Alle wird euch getragen, vor den Thron, und die schrien mit lauter Stimmen. Unsere Rettung kommt von unserem Gott, der auf den Thron sitzt, und von das Lamm. Das ist eine ganze Überraschung im Himmel. Das ist eine anteilbare Herd, für die alle Rosen Volksstammen sprechen. Das meint von die alle Länder, von alle Städten auf der Welt. Hat Gott die Sinn getan. Und das Johannes, der das dort sieht, und es heute ihr seht, wo die Herden von Engeln durchfallen, die loben Gott alle aus der Himmelshaan. Das ist eine Überraschung für den ganzen Himmel. Und dann frage ich nach von der Ältesten. Sagt es hier steht in Offenbarung 7, Vers 13. Dann antwortet einer von der Ältesten und sagt zu mir, wer sind diese? Und der wird klarer, und von wo kommen die her? Und dann sagt ich zu ihm, Herr, das weißt du. Und dann sagt er zu mir, das sind die in die große Verfolgung kommen. Die haben ihre Kleider in Blut von der Lamm klar wird gewaschen. Das sind die ihre Kleider in das Blut von der Lamm klar wird gewaschen haben. Wo ist das eine Leute nach Mawara? Christus sein Blut in Gerechtigkeit.
dort ist meine Ehe. En mijn kleid, mijn ehrenkleid. So, wat meint dat, wanneer sagt de hand de kleider en het bloed van het lam klaar werd gewaschen? Weet je wat, die brengt geen ander met zich. Die brengt boos dat met wat Christus gedaan heeft en die vertrouwen op wat hij gedaan heeft. Du hast nicht Christus sein Blut in einer ihrer Anstrengung. Du hast nicht Christus sein Blut in den sein Opfer mit mein Welt hat. Das ist bloß Christus. Das ist alles von was hier redet. Der Kleider, die sind in Blut von dem Lamm klar wird gewaschen. Nicht von Christus sein Blut mit mein Blut taub. Das ist bloß Christus sein Blut. Und in dort allein sind ihre Kleider schnell wird gewaschen. Er sagt, du wir sind sie für Gott sein Thron in deinen am Tag nach in seinen Tempel. Du wir. Nicht wegen was sie was gebracht haben. Das wegen ihre Kleider sind, ganz wird gewaschen durch Jesus sein Blut. Du wegen sind sie dort. Und da der auf den Thron sagt, der wird manch am Wohnen. Und dann soll nicht mal hungern und nicht darschen, und du wird nicht mal der Sonne oder irgendeine andere Herd über ankommen. Wenn es dort Lohn werden im Thron, wird am Werden in den Leben gewuter Qualen leiden, und Gott wird an alle Thronen von den Uhren waschen. So, wie weit dat? Wie sind mit dem Evangelium bekannt? Wie sind dat unsere Erfahrung ist bloß durch das, was Gott getan hat, durch Jesus Christus. Die haben uns, das der Herr, das in Jesaja 53 sagt, die haben all unsere Sinn ab ihm geschmiert. Wie wir alle ab Erwach so schub, was jeder in einen Wach geht. Du, wie keiner Wort in der Erfahrung sagt, das ist Römer 3 Vers 18 3 Vers 10 davon zu sagen, du wie keiner der erreicht ist, du keiner dann habt ihr nicht in der Rede hört, du keiner werden Gott sehen, der ein Verständnis für ihn hat, keiner. Aber Gott kommt mit seiner Gerechtigkeit für den Tag. Mit dem Evangelium sei wie bekannt. Wir stimmen alle, dort wir seine Gedei, dort wir seinen Plan, ans seinen sehen Jesus Christus zu umbornen, dort wird all unsere Schuld betonen, dort Gott sein Gerecht in euer wird stellen mit seinem eigenen Blut. Das sind wir alle bekannt mit. Und dann, wenn wir dort alle weiten, und dann dort groß wird, dann vermont Paulus, der Korinther, 2. Korinther 7 verscheunt. Und uns ist das Himmelreich versprochen, und uns sind all diese guten Dinge versprochen, und dort ist uns dann auch so versprochen, so dass wir das nicht mehr verlieren können. Er sagt, es steht, liebe Freunde, wenn uns das alle versprochen ist, dann wollen wir uns nu von alles reinigen, was Körper und Geist besiedelt, in ein Gotteswerk herrlich leben. Sieh, das ist nicht ein Gebot. Okay, wenn die das wollen nur kommen, wenn die wollen sein auch helfen kann, und wenn die Körper wollen reinigen holen, und dann ist uns der Radung versprochen. Das ist ganz anders. Weil es uns der Radung versprochen ist, wenn es uns den Himmel versprochen ist, wenn Christus das alle getan hat für uns. Das ist die Ursache, woran wir dann nie kommen. Wegen der Versprechungen, die wir alle haben, das ist die Ursache, woran wir kommen, wir reinigen uns, wir wollen uns Luten reinigen, wir kommen vor Gott und wir freuen nicht diesen, das ist gesagt. Liebe Freunde, wenn uns das alle versprochen ist, wenn Gott uns so gut gewesen ist zu uns, dann wollen wir uns nie auch von alles reinigen, was Körper und Geist besiedelt. Weil wir dort alle aufstehen, was uns hindert, Gott nur erkannt zu lernen, weil wir dort alle aufstehen, weil wir dort sehen, was uns hindert, herrlich zu leben. Und dann in Hebräer 10 habt ihr auch was es das. Das heißt, erstmal, wenn der Schreiber das hat klar gemerkt, guck mal, was Gott all getan hat. Guck mal, was er all getan hat. Willst du das all getan haben, sagt er. Sagt er, dann, weil wir nu mit wahrhaftigen Abbrechen hart, in Vorstunden Glauben nur Gott können. Mit gereinigten Horten und los von bösen Gewässern,
in ons Körper gewaschen mit reinem Wasser. Das kommt immer, wenn Gott uns gerat hat. Nicht uns sein Salz der Rennen an hoffentlich, was Gott uns raten. Das ist überrascht. Und das ist krank, was viele Menschen jetzt verdreht haben, und dann kann ich das meist nicht verstehen. Was in der Forschung ist das meint? Das ist eine Forschung, die meint, dass willst Gott also gut gewesen ist, willst du das alle getan haben. Das ist die Ursache, woran wir in Gott kommen. Mit gereinigten Horten, wegen heu erst, dass wir uns reinigen das. In der Offenbarung 19, Vers 7 und 8 sagt er, dann will wir uns nu freien und froh sein und Arm der ihr geben, weil es für das Lohn erst die Zeit gekommen ist, zu mir und in seine Brüder hat sich dort gemerkt. Und wird gegeben, sich mit feinen, reinen Leinzeug zu kleiden. Dort jede Leinzeug steht für die Helden ihrer gerechten Worte. Das ist ganz biblisch, dass wir uns mit gerechten Worten bekleiden. Aber wenn wir uns nicht anschmieren, indem wir glauben, ich schaffe mit meiner eigenen Kraft, was gerecht zu tun. Wenn wir das Ding halten, dass die Bibel sprach, dass sich noch nicht wahr sprechen. Ich habe eine steht, und wenn Jesaja uns das all gesagt hat, dass unsere Gerechtigkeit als so Schmutzkadern für Gott sind, dann sind das einmal nicht unsere Worte. Dann sind das nicht unsere Worte. Wems Worten sind das dann? Dann sind das den Helden Jesus seine Worten. Das, was der Helden Jesus in uns wirken hat. Das ist, woran das Schwarte begreifen ist, woran soll Gott uns überhaupt noch eine Krone geben? Das ist, woran das einmal Schwarte verstehen ist, wenn Gott das alles hat, woran will er uns danach belohnen dafür? Weißt du warum? Wenn er will uns belohnen. Ist die Antwort klar genug? Die will uns belohnen. Wenn wir in den Himmel kommen, und er sagt uns eine Krone ab, und wie würden diese 24 Ältesten, die schmieden sich mit ihr Gesicht beide und sie schmieden die Krone für Gott und sie sagen, Gott, du bist würdig, ihr in Herrlichkeit und Kraft zu nehmen. Diese Krone, die hier nicht uns, Gott. Diese hier, diese musst du alle brücken. Wie sind wegen die hier? Wegen der gerechten Worten, wo du wirken in uns. Du wegen selber hier. Gott sagt uns die ab und sagt, dass er nervös wegen dort, was die sind, das ist wegen wir Exi. Exi die Ursache, worum ich ihn belohnt habe. Heu erst dort wer den Helden Jesus in uns jauf. Und heu erst dort wer das Gute in uns wirken dat. Wir machen dort denken, dass der Glauben ohne Worten erst tot. Das ist Jakobus sagt. Das ist allmählich, dass wir können sein, dass wir mit der Wahrheit können sein, wir haben Glauben, aber die keine Worte dort zu sein sind. Das sind unbedingt Worte. Die Worte beweisen dort, ob das wirklich von Gott ist oder nicht. Aber das sind dann nicht unsere Worte. Dort sind, das Galater 5, Vers 21, denke ich, sagt erst dort. Dort ist den Helden Jesus seine Frucht. Vers 22. Galater 4, Vers 22. Er sagt, den Jesus seine Frucht ist. Den Jesus seine Frucht. Das ist nicht jene Frucht, das ist Jesus seine Frucht. Die Frucht, die Jesus in ihn wirken hat. Er sagt, den Jesus seine Frucht ist Liebe, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gott gesonnen sein, Glauben. Ich habe even verstanden, dass even Glauben ist die Frucht von den Helden Jesus. Gelindigkeit und Selbstbeherrschung. Gegen Sonne ist das Gesetz nicht. Und hier sagt ich, gegen Sonne ist das Gesetz nicht. Weißt du, was du hast können wir ihn verklären. Wegen Gott verklärt sich nicht selbst. Du hast nicht, um Gott zu verklären. Wegen das seine Gerechtigkeit wird uns als übergetragen worden. Und wenn er hier sagt, der Brüd, Jesus seine Brüd, der ist das gegeben, dass sie sich mit reinen Leinzeug zu kleiden. Er sagt, dass diese Leinzeug steht für die Helden ihrer gerechten Worten. Und die gerechten Worten von wo kommen die her? So noch war ein Geschenk von Gott. Das ist der Held der Jesus, was das wirken hat. Und wenn das nicht klar genug ist, von wo das herkommt, da wollen wir uns bis Hesekiel 36, Vers 24 besäuen.
dat het God is, wie ons reinigen deed. Dat het God is, wie ons een veranderde zin geeft. Dat het God is, die ons niet hart geeft. Ezekiel 36, 24 bis 27. Hij zegt, ik wil rein het woord over jullie spratsen, zodat je rein wordt. Ik wil jullie van al dat wat jullie rein maakt, en van al jullie jatten rein maken. En ik wil jullie een nieuw hart geven, en jullie een nieuwe geest in jullie zaten. Ik wil dat steinerne hart uit jullie körper uittreden, en jullie een fleischend hart geven. Ik wil mijn geest in jullie geven, en wil zo'n lied van jullie maken, die mijn geboten houden, en mijn verschriften bijbehouden, en doen leven. Dat is niet dat we dat bis hier, we leven ook doen. Maar woher je dat zoont? Dat we doen leven, dan heb je dat heel klaar gezegd, dat is hij wat het deed. Hij pakt ons niet hing im genek aan, dat we dat dag voor dag met in onze wel moeten doen. Maar wat hij deed, als Paulus dat zegt, hij werkt in jullie beiden dat wel en ook dat vorig meer. Hij geeft ons zo'n wel aan, door den Jezus, dat we nu ook wel. Hij merkt ons de uren zo op, dat we te zijn krijgen waar we zijn. En wo lang niet reinig ik zie, dat als hij wat het deed, en dat we kunnen met David op iets schreeuwen, God reinig mij. Wings, wer ist das, wer nicht übrig? Wer ist das, wer das nicht mag, das am veel te rennen? Das sind die Angläubenden, der wird noch im düsteren Leben. Der wird noch ein Gefallen tun, der wird noch so selbst gereich sein, dass sie glauben, sie sind okay. No, das ist aller Gott, was das tut. Hij ist das. Hij sagt, ich will rennen, wo der über ihn sprechen, so dass ihr rennen wollt. Aber wir reden von, Jesus sagt, seilig sind die, die ein reines Hart haben, und wir merken, dass wir haben nicht ein reines Hart. Gott sei Dank, dass wir das gemerkt haben. Das ist der erste Step. Dass wir das gemerkt haben, als bloß wegen Gott sein Jesus hat uns das gesagt, wegen anders ein verlorener Mensch merkt das gleich. Wenn du wieder ankämpfen, der fällt sich so sehr sinnig, wow, praise God. Praise God. Ja, aber ich sehe so sinnig, wo kann Gott seine Genut noch für mich sein? Ich sehe so sinnig, weil wir nicht Gott seine Genut zu klein merken. Wenn wir haben können, Dollar sehen, dass Gott seine Genut ist, dann ist seine Genut, dann habe ich können den seine Genut utsenden. Wir können nicht. Wir können, haben nie nicht können. Gott seine Genut, das Römer 5, Kapitel 5 te ingeht, wo die Sinn tun, um da wieder Genut bis nach einmal geraten. Aber das ist kein Kassen für uns, die in den Sinn bleiben. Auf keinen Fall. Wir sterben für den Sinn. Wir sterben für den Sinn, wenn du sagst, dass in Römer 6, ich mal hostig bei du blädern. So wir wollten dort als die Genut ist bis nach einmal geraten, wenn wir uns so reich sinnig fühlen, Gott sei Dank dafür. Aber dann haben wir nicht so gesinnig, dass das nicht eine Vergebung ist. Dann ist Gott seine Genut bis noch so viel geraten. Und was ich was, habe ich mal gedacht, dass wenn Gott den ganz äußeren Sünder, den ganz anderartigsten Sünder hat, der hat actually noch einen geratenen Namen für sich. Wenn Gott bis der halbwegs gute Menschen erraten hat. Und die können halbwegs guten Menschen raten, aber die wird nicht erst wissen, wo verloren ist. But, wo Gott actually seinen Namen groß macht, das ist, wo das für die Menschen alle allmählich wird. Wenn die an den ganz allmählichsten, den Menschen denken, was das ganz allmählichste wird gewesen sein, erraten in der Bibel, in der Neuen Testament. Wem kommt in die Gedanken? Und den, was even die Christen das letzte würden gedacht haben, dass für den noch der Erfahrung wird. So wie Paulus sagt. Da wie die erste Verfolger für die Christen, der hat so viel Schulden getan, dass Paulus erst im Glauben wir, der kann das nicht mehr glauben, da fällt der Schwur, den abzunehmen aus dem Bruder. Dort ist Kraft, wo Gott seinen Namen groß machen wird. Dort, wo der Sinn so reich, wo der so reich stark ist, wo das so reich allmählich ist, wo uns der Rot aller wird. Ist das, wo Gott erst nochmal sich interessiert zu wiesen,
was er in Sturm ist zu tun. Aber das ist keine Ursache, das ich sage. Das ist keine Ursache, um uns in den Kassen und allein sagen, okay, na dann konnte ich bis bei den Sinnen bleiben. Da war Gott sie nun bis noch gerade dran mit dort. No, das ist nicht, was er meint. Das meint, dass wo das allmählich für Menschen wird, wem zu raten, du rat Gott. Aber dann sagt er, was soll wir dann sein? Soll wir in Sinnen bleiben, dass die genug durch geraten wird? Sagt er, nun war ich, wo soll wir, der wie für den Sinn tot sein, du wieder beim Leben? Wo ist das möglich? Wo kann ich gehen, dort wo ich schaffen, was Gott angefangen hat? Wo kann ich anders, wenn wir hier drin gesegelt saßen, dadurch gehen, wenn ich sage, ich war meinen Jes in Jünd geben und war so ein Lied von Jünd merken, die meine Geboten holen und meine Verschriften beibehalten und du nur leben. Und wenn Paulus hier sagt, hier in Römer saß, er sagt, oder wollt ihr nicht, dort wie alle, die wir in Christus Jesus gedeupt sind, in seinen Tod gedeupt sind. Und andere wird, wir sind mit Jesus tot gestorben. Der alle Mensch ist tot. Und wir wollen nicht in der alle Sinn leben. Ich glaube, dass Charles Spurgeon hat ein Beispiel gegeben, wo unsere Radung mal passiert. Und wenn der Vergleich dort mit einem Schwein, er sagt, wenn er hier nu ein armer Trank hat, und eine Schieb von der Paste eten, was er zu beiden geht, und dort zu hängen, in der Kirche, du als ein Schwein, und da war losgelassen. Wo wird das hingehen? Das wird nicht ein armer Trank gehen. Da würde von Frieden und da wird kein Trouble damit haben. Das ist die Natur von der Schwein. Aber wenn nur in einem Moment das Schwein nicht verwandelt wird in Mensch, das kriegt nicht eine andere Natur. Was wird erst passieren? Der Tag seinen Kopf in den Arm dran kriegt. Und erkelt dort, was der Jutz hat abgeschluckt. Und lässt das alle uitkalten. Und dann checkt er sich rum und sagt, das werdet alle gesehen haben und schämt sich gründlich so, dass er von den Armen dran geht. Weißt du was, das ist unsere Arme. Dort wir einmal abchecken und sagen, wer sagt, wo lebe ich bloß bei? Dort ist diese Verwandlung, das ist diese Veränderung, diese Naturveränderung, was uns passiert in der wahren Geburt. Und Paulus sagt hier, okay, dann gibt es wahre Trainer in Armer dran. Fäng mal an. Dann mal wahre du von ihr. Die kostet nicht dann. Dort ist so ein Ekel jetzt, und wenn sie die dort bemussen, wenn sie die würden nie eine Flint im Kopf noch halten, das meint von den Armer Trank eten. Vielleicht wirst du noch euren Chance nehmen, euer Frasch von der Trank eten. So ärgerlich ist das. Weißt du, was passiert? Wenn uns nicht hart gegeben ist, wenn uns diesen Jes gegeben hat, wenn Gott uns hat, wenn Gott hat gerut, uns so ein Lied von uns gemerkt, wo die Sinne gesetzen holen und du nur leben, dann ärgert uns der Sinn so, dass even wenn sie uns noch treffen tun, dass so ein ärgerliches Ding, dass wir das nicht tun können. Und wenn du noch wer haben könnt, uns besäbern auf irgendeine Weise, dass die nicht so lang, dann merken wir dort, was wir getan haben, und wir kalten dort uit. Dort ist aber bis zu viel ein ärgerliches Ding, das bei uns zu halten. Und wir kommen trainen Gott, und wir sagen, das kann ich David sagen, reinig mein Hort. Das ist ein Verlangen, und die neue Natur, die wir gekriegt haben, die bringt das mit sich, ein Verlangen haben, und reines Hort zu haben. Das ist, woran wir in Gott kommen, und wir Frauen arm gerut. Dort er uns reinigen wird. Ich würde das vielleicht ein bisschen Karte aufschneiden, weil wir von der und gehört haben. Über diese eine Farge. Aber wenn wir nur mehr andere Dinge abhaben, hält mir das vielleicht zu gut, dass wir hier aufschließen tun. Aber ich will haben, dass wir uns das mitnehmen tun. Dass wir uns das mitnehmen tun.
Seilig sein die in reinen Hort haben. Von wann haben wir ein reinen Hort? Und Gott uns hat dort Hort reinigen. Und aber dass wir in Johannes sein, wir sind noch nicht so, wie wir sein wollen. Wegen er wird uns noch wieder reinigen. Und wenn wir straucheln dann, uns Plan wird manchmal sein, durch uns Leben zu gehen, wo wir in der Heilung wissen, uns Plan wird vielleicht mit so einem Glickerstreck ist das sein. Aber unsere weltliche Reise hier durch das Leben im Jäselchen, der ist gar nicht so ein Glickerstreck, dass wir bis Jäseljahr und Jäseljahr waren, Helljahr und Helljahr waren. Der ist so still. Aber wir kommen jedes Mal nur und wir kommen nur und wir kommen nur. Warum diese Lehre enger? Weil Gott weiß, dass das Beste. Aber ich glaube, ich weiß auch die Wasser Ursachen davon. Dass wir nicht auf einmal stolz werden mit Salz. Dass wir nicht auf einmal glauben, ich habe das Gebet. Dass wir uns immer wieder frisch, wir kommen durch diese leere Städte in uns Leben, wo wir uns nicht so sehr reinfallen, wo wir uns nicht so sehr jässlich fühlen. Die fehlen uns. Damit wir frisch uitroepen naar Gott. Reinig mich, halt mich frisch auf den Weichen ab. Und wenn wir uns hier auf den Weichen ab, dann bleibt uns das noch mehr klarer sagen, als das Fähigmal. Nicht, dass ich sage, wir wollen nicht mit Pflicht diese Lehe stehen haben. No, die kommen all. Die kommen all. Die sind in Gott seine Kontrolle. Und die braucht die uns durch und durch, dollar ähnlich mehr als sie in ihnen sehen. Das war uns reinigen. So, wir können uns nicht selbst reinigen. Aber wir können den gehen, der uns reinigen wird. Das ist Jesus Christus. Amen. Wir schließen mit dem Gebet. Lieber Gerecht davor, wir kommen hier verdienen, wir danken dir für deine große Not. Und dass dir das Beste, der uns reinigen wird. Dass dir das Beste, ab dem wir uns verloten können, wo wir können hingehen, wann wir gefallen sind, wann wir an Karte kommen. Und wenn wir das machen, dann, dass wir noch sicher sein, dass Johannes sagt, was dir uns Luther merken wirst. Kommen wir doch noch nicht die Herr, muss die in jeden ein, wer das anhören wird, ein geraderen Verlangen geben, immer weil ein Ränder, ein Heiljahr sein für die. Und dass uns das, was die Rotz in uns als Eugefangen, immer geraderer mag werden. Und uns vertrauen immer dollar auf die Hand. Und dass die einzige Hoffnung ist, was wir haben, die bist die und die allein. Und Herr, ich bete auch für die Regierung, auf viele Städte auf der Welt, wo der Ari ist, und wegen selbstbegierig sein und all die Dinge, die wollen selbstkennig sein und die wollen die nicht lassen kennig sein und deswegen kommt da so viel Leiden und Anhell. Aber Herr, wir wissen, dass du bist kennig über alle Kennigs und du hast alles in deiner Kontrolle und wenn du weißt, warum du das zulässt, kommen wir doch nicht die und wir Frauen am Genot für die Länder, wo die Menschen so sehr leiden machen, ja, die Diktatorship, wo die Menschen ihre Beise verhaben. Herr, musst du auch du Genot beweisen und musst du die Regierung ihr Hort ändern, musst du auch die rauten zu der Erfahrung und musst du dort wiesen, wo groß deine Kraft ist, dass du den ganzen Ratsen Sonntag in Sturmbass nicht die zu tragen und auch den zu raten und du auch uns was anderes von zu merken. Und Herr, all deine Fien, wir wissen noch, die werden zu schon gehen und die werden sich nach aller Bein für die. Und die werden nicht anerkennen, dass du allein kennig bist und allein alles regieren ist. Und Herr, du verlobe die. Und Herr, musst du bald kommen. Uns nicht zu nehmen, wenn du erst den Plan fertig hast, was du hier auf dieser Erde mit uns weißt. Lieber gerechter Führer, musst du das alle tun für den großen Namen und wissen, dass die alles gehört in alle Ewigkeit. Amen.